was. Allein mir fällt was auf, das wie sie scheint, mal nicht so recht zusammenräumt. Es gibt recht viel Leute und das ist schön, die waren 70 und noch mehr. Doch das Verhältnis Frauen, Männer, das war dem Alter immer kleiner. Betrachte ich beispielsweise mal heute das Verhältnis bei den älteren Leuten, da kann ich gucken überall, die Frauen haben die Überzahl. Die Männer, die dazu tun kehren und auch noch fragst, da kannst du bloß hören. Mein Mann, was fragen Sie denn noch? Mein Mann, der ist ein Jahr tot. Doch komme ich auch von Zeit zu Zeit zusammen als mit jungen Leuten. Und das ist, was mich so stört, das ist das Verhältnis umgekehrt. Die Männer sind's, wo dort am Ende die absolute Mehrheiten. Und willst von den Männern hören, wo eigentlich eine Frau wäre? Da kommt die Antwort durch die Bank. Wo ist meine Frau? Ach Gott, meine Frau ist krank. Meine Frau, die kriegt's, meine Frau tut klagen. Sie ist malat, so hört man sagen. Ihr Männer aber dick und rund sehen blendend aus. Kurz sind halt gesund. Doch über 70 kriegst du die Gro, da sind die meisten nicht mehr da. Ihr Frauen aber, froh und heiter, die kriegst du auf die 90 weiter. Sind weiter krank und nicht bescheiden, haben die alle Woche Neues Leiden. Beim Gang zum Doktor jeden Tag, da gehen sie, wann ich euch sag. Danach gießen sie fleißig wie der kann, das Grab von ihrem verstorbenen Mann. Der zwar zu Nettag nicht gekriegt, mit 60 aber wie verhext, urplötzlich, quasi über Nacht, die Hack auf einmal rausgemacht. Die Frau jedoch, die arm, die krank, wat 100 Jahre alt, Gott sei Dank, klagt ständig über Atemnot und rechnet täglich mit dem Tod. Klagt über Asthma, übers Wetter, ist da bei C wie Juch der Leder, ihr Krankheit gibt bloß Mittwochs Ruhe. Ah jo, da hat der Doktor zu. Drum, was auch ist, eins ist klar, nix ist so gesund wie eine kranke Frau.